Mein Nummer Sender Mailen, ich begrüße nicht ganz herzlich bei Domain Vermoselle hier am Château der Stadt Bredimus. Ich bin seit dem 1. Februar neuen Direktor von Domain Vermoselle und wir sind die größten Produzenten auf der Mosel mit rund 50% vom Areal. Wir sind ein Kooperativ. 1966 gouf Domain Vermoselle aus einzelnen Genossenschaftskellereien gegründet. Weil ich schon erwähnt, Domain Vermoselle als der größte Produzent auf der Lützeraer Mosel, das trägt sich auch an der Diversität von unseren Produkten aus. Wir haben 4 Hauptmarken, die wir noch außen promovieren. Erstens Les Vignerons de Domain Vermoselle, dann daneben die Gamme Edmond de la Fontaine an den Bordeaux-Flaschen, dann haben wir noch alles Creme an der Gamme Paul Faber laufen, und als beste Produkte gehen in der Marke Vignum vermehrt. Wir sollen nicht mehr kommt lernen zu machen, dass wir alle gut etwas tun, und wir freuen uns auf Ihren Besuch. Claude hat erwähnt, der Pinot Gris von der Gamme Vigneron des Domaines Vermoselle 2022 vom Schengener Markuspirsch. Pinot Gris rausgesicht, weil Pinot Gris als ein Allrounder, den normalerweise gut kennt bei den Leuten. Viele Leute können sich damit identifizieren, dass kein Wein, die so schnell unaktiv vielleicht Riesling. Aber was meinst du davon? Das ist ganz elegant, das ist equilibriert. Sein Zuckergehalt das ganz dezent. Super Seier, das ist die von 2022, das ist der Weißeier. Das ist ganz fruchtig. Der Wein schmeckt viel noch gele Früchten, also so softe Früchten. Peach, schon Aprikose bisschen, auch Mirabelle, also wirklich die Gamme von Früchten aus dem Bongard. Ja. Und ich habe auch so ein bisschen so Mandelsgeschmack, so Nougatsgeschmack. Ich denke, das ist aber typisch für den für Boden von der Hand. Ja, ja. Das ist der Schengener Markuspirsch, ja. Wir schwätzen natürlich immer gerne am Wein von Terroir. Am Schengener, am Remier Kanton haben wir hauptsächlich die schweren Bierden, die Kolperbierden, das sind Bierden, die sind prädestiniert eben für Burgundersorte, Pinot Blanc, Pinot Gris zu machen. Ganz gut, ganz equilibriert, dreht sich. Ja, ich fand noch, dass den hauptsächlich mit seiner Eleganz, seiner Finesse für Pinot Gris, oft an der Zeit, da waren Pinot Gris so wuchtig Bomben, und hier den haben, wie es gesagt hast, fruchtig geht, das sei ja Seisspiel als elegant, also wirklich ein Tip-Top Wein. Schöne Wein.